Moin alle Goer, wir sind bei Vu Fall zu Fall. An Haut schwätzen wir über ich will investieren. Du ich heieren, du gibt ein Haus und ein Appartement gebaut, ich will das kaufen, schon du gesehen du die Pläne, ich unterschreibe etwas. Wie kann ich sicher sein, dass sie das richtig bauen, weil das, wenn sie nicht richtig bauen, was sie mir garantieren, Karin? Das heißt, du schwätzt von einer Wand und Etat futur d'achèvement. Oui, 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 So, oui, dann oui, eben. oui. Ja, es gibt ein extra Gesetz, was die ganze Situation regelt. Das heißt, es gibt bestimmte Garantien, bestimmte Obligationen für den Konstrukteur, für den Promoteur, wenn eben Sachen verkauft, wie es auf Lützburg ist, auf Plan verkauft. So. Das heißt, es gibt das, was du in dem Moment kannst, nicht mehr unterschreiben, das ist sogenannte Contrat de Réservation. Das heißt, wenn dann sich der Promoteur aufhängt, an die Wand zu gehen mit seinem Projekt, dann schreibst du Contrat de Réservation, wo du siehst, ich reserviere los 1, 2, 3 ein Appartement, 3. Stock, Penthouse und 5. Stock. Oh, wie suggere kennen Penthouse. Ja. Schon Penthouse. Porträts sind aber dieselbe, ob ein Appartement 10. Stock also das Penthouse und 8. Stock. Bei dem Contrat de Réservation hast du dann normalerweise Notice deskriptiv mit dabei, in der Tisch, das ist eine Notiz, wo dann Promoteur der sieht, was alles am Verkaufspreis mit dran ist. Die kriegst du Toilette installiert, kriegst du Lavabo installiert, gibt ein Appartement angestracht, was könnt auf den Boden leihen, sind Tapeten mit am Preis, etc. etc. Das heißt, du hast alles ganz detailliert drauf abgelöscht, was du alles als Furnituren hast am Kader. Du musst ja gut aufpassen. Ne? Weil, ich meine, das an der Notiz deskriptiv steht eben dran, was wirklich verkauft wird. Das heißt, du hast ein Lavabo zu gut von So viel 25 Euro. Da musst du dem Moment doch bewusst sein, okay, was ist ein Lavabo für 25 Euro? Und hättest wahrscheinlich ein Lavabo von 3.000 Euro. Also muss man bewusst sein, dass hier noch ein Supplement dabei kommt. Dasselbe, du hast normalerweise draufstehen, du hast so gute Revêtement du Sol für x Euro de Meter Carré. Bon, das klingt im Moment an der Notiz deskriptiv alles immens gut. Wenn du dann aber hier noch hat, bei den Geschäft gehst und du sagst, was der Christoph hier. Dann hast du bei verschiedenen eine super gute Exekution, das ist aber auch bei anderen Promoteuren die Exekution, die eben nicht so super ist. Und das ist eben, wo ich wirklich muss aufpassen, ich gesehen den Preis ein paar Bayer, wie ich es kaufen. Und dann her noch hat den Endpreis, den ich bezahlen, als ganz oft viel mehr ist, wie das, was auf dem Contrat de Réservation steht, weil eben überall Supplement mit dabei kommt. Aber hin muss Lach an alles, also das sind aber Grundsätze, die müssen anhalten, aber wenn sie nicht anhält, was aber da rechtlich aufgesichert. Ja, also ich meine, wenn du nicht das kriegst, was du gekauft hast, dann hast du schon natürlich selbstverständlich die Wand null. Aber prinzipiell ist es schon so, du gehst bei der Agence oder bei den Promoteuren, da siehst du die fertigen Pläne, das sind die Pläne, so wie die autorisiert gehen, so wie es gebaut wird. Voilà, da musst du nicht schon so bauen. Das heißt, du also ich kenne noch keine Affäre, wo etwas carrément Ernstes gebaut wird, wie wir jetzt auf dem Plan verkauft gehen. Das, was du zusätzlich als Garantie hast, das ist die berühmte Garantie d'achèvement. Das heißt, der Promoteur muss dir in dem Moment, wo du dein Notar sagen musst, ein Schriftstück von einer Bank, die sieht, wenn der Promoteur faillitt machen, kommen wir an den Platz vom Promoteur, das heißt, die Bank an sich bezahlt dann für die Konstruktion fertigzustellen. Das heißt, auf dem Punkt, was du gut aufgesichert. Dann der zweite, das ist nicht obligatorisch, eine zweite Assurance, das ist von der Garantie décennale. Das heißt, vom Gesetz hier, auf den neuen Konstruktionen, hast du 10 Jahre Garantie auf den Großserver. Das klingt alles immens gut, kannst du so hast überrascht, 10 Jahre lang, wenn nicht etwas geschieht. Wenn dein Konstrukteur aber an den 10 Jahren verjährt gemacht hat, dann kannst du deine Garantie décennale anrufen und das war's. Und du willst da, hast an sich die großen Firmen machen alle gut eine Assurance-Garantie décennale. Das heißt, sie lassen sich bei einem
Assureur, Versicherer für die Garantie decenal. Das heißt, im Moment, falls dein Promoter nicht mehr da wäre, hast du deine Assurance, deine Kompanie d'Assurance, die am Platz. Da das de wo käft mischt sich die Assurance. Nein, die Fachkäft, mischt die Assurance par rapport zu dem, den du käft. Das heißt, falls du im Promoter in dem Moment nicht mehr da wäre, hast du aber die Assurance, die für die Schäden abkommt. Aber den hast du nicht obligiert, das zu machen. Ganz das heißt, genau. wenn ich ein Haus kaufe, ein Appartement kaufe, soll ich aufpassen, dass die Garantie da ist. Oder sogar verlangen, dass die mischt. Weil wenn die anderen Appartemente eben nicht dran denken, dann müssten vielleicht just für dich. Nee, muss es für die ganze Residenz machen. Es gibt auch eine zusätzliche Sicherheit, weil wir können die Assurance-Garantie decenal zu kriegen, muss der Bau die ganze Zeit überwacht gehen von einem Büro agréé. Das heißt, du hast auch viel mehr Surveillance von dem, was geschieht. Das geht je nach Woche mit teuer. Das heißt, eine Tendenz, das nicht zu machen. Selbstverständlich. Das geht mit dir, weil dein Kaufpreis also eventuell mehr ist, mir vielleicht als der Preis wert. Ja. Und du sollst die Garantie decenal, die hast aber da just groß œuvre. Das heißt, wenn man Leitungen verstoppen oder so. Oder du hast an sich hast du 3 verschiedene Garantien auf deine Konstruktionen. Da dient das Duis apparent, das heißt alles, was du kannst gesehen, das wird engem Mond garantiert. Und das heißt, in dem Moment, wo du den Schlüssel kriegst, sollst du wirklich alles gut angucken. Sie kein Flecken an den Mauern, sie kein Tätschen am Boden, alles, was du kannst gesehen, wie gesagt, einen Monat lang garantiert. Dann hast du das Zweite, das die sogenannten Menü-Ouvrage, das garantiert während 2 Jahre. Und dann Großserver während 10 Jahre. Also gehen nicht Bücher, Bibliothek gefallen, für zu definieren, was fällt in das Menü-Ouvrage und was fällt in das Großserver. Weil, wie gesagt, Menü-Ouvrage ist nicht mehr während 2 Jahre garantiert und Großserver während 10 Jahre. Zum Beispiel den Ustrach als ganz klar Menü-Ouvrage. Ich komme speziell von den Sachen, wo es klar ist. Ja. Plättercher, da hängt nur davon auf, sind sie gerast, weil eventuell ein drinnen Schab gerast ist, dann ist es große, wo sind sie gerast, weil Pätschen hat soll ich. Fehler hat. Ganz genau. Heizung, Reha. Das ist große Die 10 Jahre. Ja. Da hat man zum Beispiel den Fall, wo sie Eisenreha geholt haben, die da gerascht sind, wo bimol dann das Wasser am Mauerwerk geleert was. Wann den 10 Jahre, Gott sei Dank. Also da können ganz schön große Sinistren auftauchen. Und die berühmten 10 Jahre an den Tag hast du Pech. Aber wenn du bis weißt, dass du etwas lässt, musst du direkt denunzieren. Auch das ist wichtig. Gell? Das ist nicht so, oh, früh noch Zeit, mal gucken wir mal. Nee, also, wenn wirklich etwas in der Reihe ist, direkt agieren, direkt schreiben, direkt sich beweisen, eventuell eine Expertise judiciaire fragen, wenn es schlimm ist, vielleicht bei einer Verkot kommen. Gut. Das ist mit dem Mann, wo wir das Haus aufkaufen. Dann kommen wir bei der Stadt. Die will doch wahrscheinlich so von uns, gell? Das geht alles zu bezahlen. Ja. Das hängt davon ab, was für ein Stadion von der Konstruktion das du gehst. Wenn du wirklich richtig auf Plan gehst, bezielst du dann sich dein Enregistrement just auf den Terrain. Das heißt, im Moment beim Notarsakt ist es so, du kriegst den Code par Terrain verkauft, und dann den Millionen, den Unitäten, die du kriegst, die du dann integral verkauft, en état futur d'achèvement. Das heißt, du besteht nach einer Stunde, gibt kein Enregistrement drauf gezogen. Beispiel, du kriegst ein Appartement für 500.000 €, 100.000 € in Terrain, 400.000 € in Konstruktionen, da bezahlst du just auf den 100.000 € dein Enregistrement. Und du kannst dann natürlich auch im tabellischen Akt geltend machen. Konstruktionen, wenn sie aufhängen, realisiert zu gehen, so du kriegst im Moment für 50% von deiner Konstruktion realisiert ist, bezahlst du auf den 50% Konstruktion dein normalen Enregistrement, also 7%. Das ist immer 7%. Konstruktion als solches sind soumis à TVA, das heißt, du bezahlst TVA auf den Konstruktionen, ob sie noch schon gebaut sind oder noch nicht gebaut sind. Prinzipiell 17% TVA, außer du kriegst für selber drauf wohnen zu gehen, dann hast du TVA von 3% zu gut, bis ein Montant von 50.000 €. Mit dem, wo es baut, die nicht schon im ganzen Material TVA bezahlt. Ja gut, ich meine, das ist schon sein Problem. Du als Käufer, was musst du dem Promoteur bezahlen? Das heißt, du hast alle Tranche, so eine Tranche von 10.000 €, bezahlst du die Tranche 3% oder bezahlst du darüber 17%? Und das hängt eben davon ab, ob du Käufst für drauf wohnen zu gehen
oder ob es der Kiefs für zu verloren. A fir dra Wunden ze go just 3%, a wie Bis 50.000 Euro, das heißt, umgerechnet sind das 300 an 55, 350.000 Euro Konstruktion. Alles wat der Driwer ge bezielt du sowieso Was auch du die fest bei 17%. 17%. A wie oft kann ich die 3% kreen ass dat Die ist immer, die 3% das ist immer um die Möbel. Das heißt, wenn du der Haut ein Appartement kiest, kriegst du drüber, auf 5 Jahre verkiest du den, dann du kiest du neue, kriegst du auch auf den wie lang muss ich dra wunden wie ich 2 Jahre. 2 Joer auch 2 Joer, Jahre, dat Teech dat ja, bleifft. ja. Voilà. Ja, wat wollt's nach Swisse, los immer hei. Ich weiß, dat dat kann daier ginn méi wann Lokéefs fir ze verlonen an sind die 17%, ma jo da schlest du Di op de Loyer drop ge. Dat jo Cash wie du huest den Immeubles mit daier ginn also friest du méi Loyer. An mir hat jo reet iwwer den Amortissement fiskal accéléré. Du amortiséiers jo mat der TV, dat hecht du krist vun den 17%, 6% all jo Zrick durch den Amortissement fiskal accéléré. Ja. Dat klingt positiv. Ich meine, lo haben wir op oft haben op wie schrecklich le hun se das gesinn man lo mehr se op der Fall gesehen bist wie positiv aus. Mir hoffe man konnten erst Schein a gut weiterhelfen an Megsinn als bestimmt immer irgendwann Tisch für Fall zu Frau.